Hallo, hallo, sagt liebe Michael, willkommen zurück hier bei Mario Kart 8 dem Online Cup. Naja, Cup übertrieben, natürlich die Online-Rennen. Ja, heute in der heutigen Ausgabe gibt es 3 Themen, die ich zu bequatschen habe. Weil es auch ein bisschen halt aktuellere Themen sind. Deswegen, will man sagen, geht's direkt los hier. Ich hoffe es zumindest, weil sich gleich die Verbindung abschmiert. Nee, alles klar. Was denn da eine für ein Kopf und die andere für Manga-Auge, ganz schlecht. Naja, egal. Gut, was hat er also dabei? Franzosen sind dabei, ein Deutscher, Selma, 2 Deutsche, Entschuldigung. Ein Dänemark, okay, Dänemarker, Kanadier, Amerikaner, 3 Stück. Man sind wir die ganze Welt vertreten, wir mit unserem, ja, ich würde trotzdem noch sagen, dem Silberpfeil Yoshi, also ich sagte mir nicht weißer, weil es sieht mir eher grau aus. Wäre ein bisschen ungesund. Was soll's? Yeah, die Mercedes-Benz DLCs gehen weiter, wenn ich immer gerade so großer Fan von denen bin, aber Autsch! Das war eine tolle Eröffnung. Ich hatte so Fan von denen Autsch bin, das war sicher die Strafe von Mercedes persönlich. Hilfe, dachte ich gerade, nee, ich bin ja schon letzter. Toll, für den Schrank auch. Nun gut, worum geht's heute in den Themen? Es geht einerseits, muss ich unbedingt die Reihenfolge ein bisschen beachten. Ja. Also, es geht einerseits, ganz vergaxen, einerseits um das kommende Let's Test zu Sims 4, weil ich dazu ein bisschen was zu mängeln habe, was zumindest mal die Aktivierung des Spiels anbelangt. Dann andererseits noch was allgemein ein bisschen, was halt gerade gut dazu passt. Oh, die magische Art nicht unbedingt gerade ein gutes Item. Was gerade gut dazu passt bezüglich halt Online-Zwang. Allgemein bei Videospielen. Obwohl es mittlerweile nicht mehr so der Fall ist. Seit SimCity, glaube ich. Alter, das ist langsam mal gut hier. Grüne Panzer, rote Panzer, wenn ich irgendwie. Habe ich hier noch eine Zielmarkierung drauf oder was? Ja, und drin ist noch mein Let's Play, sag ich jetzt mal. War eigentlich doch eher ein Let's Test, aber egal. Das Let's Play zu Diablo 3, was jetzt irgendwie beendet ist. Ja. Dann mal ganz kurz die Themen. Also jetzt mal Sims 4, war die Sims 4. Ich wollte euch den ersten Part dazu bereits am 4. September rausbringen, weil an diesem Tag erscheint das Spiel offiziell in Deutschland. Problem ist nur, das geht so nicht ganz, weil ich halt am 4. September den Tag durch arbeiten muss. Das mir halt, ja, nehmen wir halt am 3. September, sprich einen Tag vorher auf. Weil dafür bekommt man natürlich das Spiel immer einen Tag vorher. Ist soweit ja auch ganz gut und so. Lade die Spiele eigentlich auch immer am Release-Tag dann das Let's Play jeweils hoch. Das Problem dabei ist, das hat mir EA irgendwie versaut. Das schnellste Ergebnis aller Zeiten, ja Yoshi, aber du bist ja natürlich, was Speed anbelangt, nicht gerade unbedingt der schnellste Fahrer. Gut, ja, genau, ist nämlich so, weiß ja genau, ob es jetzt von EA ist, ob es von Origin ist, wie auch immer. Aber das Spiel installiert, alles supidupi, Origin-Account erstellt, halt ganz so im Michael sehen, ganz gewohnt mit diesem Kanal, ja, bin ganz ein bisschen sauer. Weil das Spiel startet und plötzlich heißt es, nee, du darfst nicht, ist noch nicht der 4. September. Ja. Habt ihr aber bereits auf YouTube diverse Let's Plays gesehen davon, unter anderem von Hannibal und Gronk, wenn ich mal da 2 Bekanntere zitieren darf, beziehungsweise erwähnen darf. Gut. Ich meine, ich mache denen keinen Vorwurf und so, ganz und gar nicht, weil es gibt halt von, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, von EA sind es, glaube ich, oder von Maxis, weiß nicht mal, wer da beteiligt ist, wer auch immer, gibt es halt auserwählte YouTuber, Let's Player, wie auch immer, die das Spiel halt bereits vorher spielen dürfen, aufnehmen dürfen und es publizieren dürfen. Halt aus Marketingstrategien wohl, wa? Gut. Dagegen habe ich persönlich eigentlich nichts, weil, wie gesagt, sind ja bekanntere Let's Player und so, und wenn da halt das Spiel halt so besser anpreisen können, weil die Zuschauer besser aufs Thema bringen können und das besser präsentieren können. Ja, und wenn ich dafür und so, denke ich auch, gut, die dürfen das bereits vor dem offiziellen Release hochladen, ist ja kein Problem. Aber, womit ich Probleme habe mit dem Verständnis, und vielleicht könnt ihr mir dabei ja helfen, ist, wieso darf der Otto-Normalanwender das Spiel trotzdem erst ab dem offiziellen Release-Tag spielen? Nicht hochladen, wa? Einfach nur sagen für sich selbst. Weil das darf ich ja auch erst ab dem 4. September. Toll. Ja, ihr könnt theoretisch Mitternacht um 12 Uhr runterladen. Also beziehungsweise aktivieren. Ja, toll, oder? Könnt das machen und so.
noch ein bisschen testen, etwa 10 Minuten sag ich jetzt mal, dann aufnehmen, den ersten Part, sagen wir 20, 30 Minuten, oder? Soll ein letzter Test werden. Dann noch rendern, encodieren und so, es wird morgens 2, halb 3 vielleicht und dann um 6 Uhr aufstehen, um arbeiten zu gehen. Nee. Nee. Und da ist also schon die Frage, die sich mir da stellt, wieso? Ich meine, klar, jetzt kann man natürlich auch sagen, gut, ist ja, komm schon, ist nur ein Tag, den du nicht spielen kannst und so, wenn du dich schon darauf gefreut hast. Okay, verstehe ich, ja. Da ist nicht so das Problem. Das Problem für mich ist da eher, erstmal, Online-Zwang ist von dem her zum Spiel nicht mehr, es ist nur für die Aktivierung ist der Online-Zwang da. Aber auch da fängt schon an, wieso braucht es einen Online-Zwang? Wieso nicht auf PS3 einen Code eingeben, fixo, putzi, fertig und man kann es zocken? Wieso nicht? Wieso muss man das so umständlich machen? Vor allem natürlich zum Leidwesen des Spielers, wieso muss er wirklich warten bis zum offiziellen Release-Tag, damit er das Spiel spielen darf? Nicht hochladen, war irgendwie für eigene Werbeeinnahmen oder sonst irgendwas. Nee, es geht nur ums Spielen. Das ist mir nicht ganz erschlüssig, ganz ehrlich. Vielleicht kann man da jemand irgendwie das besser... Ist er gerade gespawnt? Was so aus? Ein Grafikbug. Ja, das erschließt mir nicht ganz, wie das so ist, wie man das so eingeführt hat, ist mir... Okay, das dritte Stern. Okay, das vierte, aber trotzdem. Hä? Wo ist der hin? Also entweder cheatet er vor mir gerade, der Raphael, oder aber das Spiel ist verbuggt. Eins von beiden. Ja, wie gesagt, mir erschließt das nicht ganz. Vielleicht könnt ihr mich da ein bisschen drüber aufklären, dass es halt einfach so Sinn und Zweck heutzutage ist, um zu verhindern, dass das Spiel das schon vorher gespielt wird. Wie gesagt, ich kann es verstehen, wenn man da irgendwie sagt, man will ein Spiel nicht irgendwie bereits, dass es publiziert werden kann. Ich meine, war bei mir damals ja mit Zelda Skyward Sword, war, wenn man das aktuelles Thema erwähnen darf. Ist klar. Habe ich heute eigentlich nur Pech oder was? Ja, das passt in meiner heutigen Laune. Und vom Wetter her auch. War heute einfach nur grau. Ich mein kleiner armer Yoshi, ja. Also wie gesagt, ich verstehe es einfach nicht, warum man so pingelig sein muss zum Zocken. Also einfach sagen, nee, wir wollen nicht, dass du vorspielst. Nee. Dabei umgehen kannst du ja trotzdem, wenn du es unbedingt willst. Sage ich nur VPN und so. Wird gehen. Und das eigentlich nur deswegen, weil es in Amerika bereits vor 2 Tagen rauskam. Also könnte auch ein deutscher Zocker das bereits 2 Tage vor dem offiziellen deutschen Release spielen. Nun gut, das ist wie gesagt das erste Thema, worauf ich jetzt ein bisschen hinaus wollte, das mal erklären wollte, warum jetzt zumindest, vermute ich jetzt mal am 14. September der erste Part noch nicht kommt, sondern erst am 5. September. Mehr dazu zum eigentlichen Let's Play von Sims 4 oder Let's Play, sag ich jetzt mal, erwähne ich dann im Let's Play selbst. Muss jetzt nicht gerade heute auch noch, in diesem Video auch noch ausschmücken. Gut, Thema Nummer 2, wenn wir schon bei Online-Aktivierung sind. Der Online-Zwang. Ja, wie bereits erwähnt, SimCity ist mir jetzt gerade das einzige letztmals bekannte Spiel, wo man wirklich eine Online, also nicht nur Aktivierung, sondern auch, toll, zu früh gemacht, wo man wirklich, da will einfach Fenster durchstarten, cool, wo man wirklich eine Online-Verbindung aufrechterhalten muss, um normal, lokal für sich selbst zu spielen. Ja, da war sowieso noch so, da werden wir auch im Server gespeichert, nicht lokal. Wenn du irgendwelche Verluste hast und so auf dem Server, ja, war's das. Shit happens, wa? Vor allem will ja nicht, dass der Spieler online diese Probleme hat, aber er hasst sie vor allem... Ja, also vor allem auf dem Server gehabt, weil die Server sind sowieso immer dauernd abgeschmiert und wurden diverse Spielstände nicht gespeichert. Gut, mittlerweile gibt es ja, glaube ich, von SimCity sogar eine Offline-Version. Sprich, es ist nicht mehr nötig, da mit Online-Zwang spielen zu müssen, aber trotzdem generell, wieso macht man das? Das ist nur zum Leidwesen des Benutzers. Natürlich kann man da sagen, heutzutage doch sowieso jeder Internet. Ja und nein. Klar, 80-20-Regel, oder? 80% haben Internet ständig, 20% vielleicht mal teilweise keins oder eine schlechte Verbindung und so. Aber trotzdem guten PC kann ja auch alles sein, aber trotzdem dann zum Leidwesen dieser Benutzer. Online-Zwang. Ach Gott, muss das echt sein? Tja, deswegen gab von mir die Frage, kennt ihr noch andere Spiele, die diesen Online-Zwang haben? Oder was denkt ihr darüber generell? Natürlich auch, ist es überhaupt zeitgemäß? Oder ist das einfach nur, ja, sag's mal, Geldmacherei? Es ist nur eine Frage, wie ist denn das Geldmacherei? Ja, natürlich, indem du halt die Spielstände auf dem Server hast. Und dann natürlich, wenn sobald etwas abschmiert oder so, oder halt auch in neuen DLCs, oder? War bei SimCity auch so. Was machen?
Okay, wollte gerade sagen, irgendwas ist hier faul. Wieso stehen plötzlich alle? Wieso bin ich plötzlich Erster? Da kann etwas nicht stimmen. Toll. Ja, kommen wir wirklich noch zu den DLCs zurück. War bei SimCity. Ja, kommen immer auf SimCity zurück. War. Ist halt so, wenn Online-Zwang ein Thema sind. Toll, jemand anderen Fahrer. Ja, mal einen weißen Schaltgeil war. Ein bisschen Abwechslung reinbringen. Sonst die gleichen Kartteile. Wieso machen etwas, um, sag ich mal, Erweiterungen, für die man sogar noch bezahlen muss, das Spiel abhängig zu machen, oder vor allem das Spielgefühl. Weil DLCs, Entschuldigung, sollen das Spielerlebnis erweitern, aber nicht davon abhängig machen, dass du überhaupt vernünftig zocken kannst. Jetzt zum Beispiel hier Mario Kart 8 ist ein ganz gutes Thema. Ich weiß, ich erwähne letzte Zeit Nintendo eigentlich eher weniger positiv, vor allem die Wii U eher weniger. Aber hier wirklich mal ein ganz gutes Beispiel mit DLCs. Mercedes-Benz DLC, also Mercedes generell, gratis angeboten, 1A. Und kommende DLCs, für die man halt bezahlen muss, aber auch mit Kombi-Paketen noch, alles angekündigt. Wenn du das halt machst, dann kriegst du noch sogar noch gratis farbige Shy Guys und, wollte gerade sagen, transparente Marios, genau, nee, Scherz beiseite. Farbige Yoshis, farbige Shy Guys. So kannst du auch einen benutzen, wirklich ein bisschen, ja, ich sage jetzt mal, das Angebot DLC, aber wenn man dafür bezahlen muss, ein bisschen attraktiver gestalten. Nicht für ein Spiel, was eigentlich auch ohne DLCs funktionieren müsste, und zwar das ganze Paket 100% funktionieren müsste, dass man diese Fehler erst noch mit DLCs ausbaden muss. Und die muss natürlich noch bezahlen dafür, war also noch der Höhepunkt. Ja. Ich sag mal so, was da dazu noch erwähnen wollte. Wie gesagt, wenn man sehr interessiert, ob man noch Spiele kennt, die auch einen Online-Zwang haben. Oder, ja, ich meine, natürlich ist es natürlich toll, wenn es Spiele gibt, die man auch online zocken kann. Aber deswegen Online-Zwang daraus machen. Fällt mir gerade das Gegenteil dazu ein. Mit Hyrule Warriors, oder bald erscheint. Da gibt es ja keinen Online-Modus. Du kannst eine Ranglisten zu hochladen, ja schön, und du kannst online nicht gegen andere zocken. Es gibt einen lokalen Multiplayer-Modus, aber kein Online. Ja. Also ob das wirklich so ist, wie gesagt, das sind die letzten Informationen, die ich habe. Ich führe, das ist wirklich so. Das war schon das Gegenteil, wa? Andere Hersteller, die zwingen dich dazu, du musst online zocken, sonst geht's nicht. Und Nintendo macht ja das Gegenteil, bei Pikmin 3 auch schon so. Online? Nee, wollen wir nicht. Wieso auch? Ja, wieso auch? Weil es vielleicht dem Spieler Freude bereiten könnte. Ja, also manchmal gewisse Entscheidungen habe ich echt Mühe zu verstehen. Vielleicht bin ich auch noch ein bisschen unwissend und so und weiß nicht alle Details. Kann ja auch alles sein. Bin ich nicht allwissend? Zum Glück nicht. Wäre ansonsten ziemlich langweilig auf der Welt, wenn du schon alles wüsstest. Ja, das waren die zwei Themen, die ich sogar mal ein bisschen... Die gerade ziemlich spontan kamen, da als Sims 4 aufnehmen wollte, spielen wollte, ich merke, oh nee, geht nicht. Scheiß Online-Aktivierung und Online-Zwang und so und deswegen, ja, kam ich halt auf das Thema. Gut, Punkt Nummer 3, das Diablo 3 Let's Play, das, ja, scheint wohl zu Ende zu sein, wa? Weil ich habe auch ja einen letzten Part, das war glaube ich Part 13, glaube ich, war. Weil der letzte Part zu Akt 1 und so, haben wir eigentlich alles gemacht. Den Schlechter von Magda besiegt, Tyrael darf also sein Gedächtnis bekommen. Haben wir herausgefunden, dass er ein gefallener Engel ist und so, alles schön und gut. Da habe ich euch gefragt, wollt ihr, dass ich weiter zocke oder eben auch nicht? Ja, und bis zum heutigen Tag, sprich bis zum 3. September abends, so um 10 Uhr, habe ich noch keinen Kommentar davon bekommen, das spricht weder dafür noch dagegen. Ja, man soll davon halten. Ja, für mich so, ja, ist mir eigentlich egal, ob es noch kommt oder nicht. Und deswegen, ja, gut, lassen wir das. Wenn ihr nicht wollt, dann kommt das Let's Play auch nicht mehr, beziehungsweise Akt 2 bis 5, beziehungsweise ganz 6, oder? Ist ja Reaper of Souls, Entschuldigung, auch noch dabei. Das ist so nicht das Let's Play, muss auch gucken, vielleicht macht das doch noch irgendwie als Online-Feature, oder macht es irgendwie Livestream-mäßig mal zwischendurch. Muss mal schauen, wie ich das Ganze mache. Jetzt wie gesagt, erst einmal noch ein bisschen, Dankeschön. Will noch ein bisschen Tales of 2 ein bisschen aufnehmen, Vorrat, und auch noch Dragon Ball wieder ein bisschen mehr reinkommen. Ja, der letzte Part, Part 48, noch ein bisschen schrecklich in Erinnerung. Weil mir die Kombi nicht gelingen wollte, die Raging Soul Combo. Natürlich auch noch Reason 3, werdet dann bald sehen. Ich glaube, das war Part 18, glaube ich. Ja, Part 18. Da dürfte auch schon ein paar Tage kommen. Wo ich mich grausam aufgeregt habe. Da gibt es irgendeine Stelle,
Wenn ich zurückdenke, muss ich sagen, ey, Michael, das müsst ihr eigentlich rausschneiden. Da können sie echt meinen, ich raste gleich aus und so, aber echt übel. Naja. Er ist jetzt so als Let's Play, oder? Dass mal so Frustmomente und dann hast du die halt aufgenommen, oder? Quasi verewigt. Dann plötzlich mal irgendwie 10 Minuten später oder auch nächsten Part, nächsten Tag, wie auch immer, ist wieder beruhigt oder hast du irgendwie. Sag mal, ist langsam gut hier vorne. Hast du rausgefunden, das Ganze funktioniert und denkst dir einfach, ja, kacke. Haben auch vor dem letzten Tag gesagt, oh, ist alles scheiße und plötzlich klappt doch alles. Ja, aber ist natürlich so, auch wenn du halt für dich privat sagst, dann plötzlich, bist auch mal gefrustet und denkst, ja, verdammt, ich kann die Kontrolle gegen die Wand schmeißen und im nächsten Moment plötzlich, oh, klappte doch. Ist einfach so. Und deswegen dachte ich mir, rausschneiden soll ich? Nee, ich lasse doch. Denn wie gesagt, es ist einfach nur menschlich, es ist eine menschliche Reaktion. Ich bin ja Mensch, also immer noch, wenn man Neues was anderes wäre. Und deswegen, ja, lassen wir das dabei. Ich bin dann immer noch dabei, das Ganze aufzunehmen und so. Macht ja auch noch Spaß, wenn man nicht gerade gefrustet ist. Genau. Sowieso steht ja bald schon das Let's Play zu Naruto Shippuden, Ultimate Storm Evolution. Kommt ja auch schon bald, nicht wahr? Ja, kurz darauf Hyrule Warriors. Und wir sowieso noch ein paar Let's Tests machen. Wie gesagt, zuerst mal zu The Sims 4. Zu Yu-Gi-Oh! Seal World Duel Carnival wollte noch eins machen. Bin ich eben noch dabei im Vorbereiten. Wenn es nicht ganz so langweilig ist, das Spiel eigentlich wirklich ist. Und ja, und den ersten Let's Play sind bereits am Start, wobei ich noch nicht genau weiß, welchen, wie ich es genau machen soll, weil es stehen so viele, die ich noch machen könnte und noch machen will. In Startlöchern und da ist teilweise wirklich die Frage, welche mache ich jetzt wirklich? Und ja, vor allem will ich halt nicht mehr Langzeitprojekte, sage ich jetzt wieder mal, parallel haben. Hatten wir schon mal das Thema, ist einfach ein bisschen kacke. Oh, sehe gerade, 18. Part, der kam ja heute. Also, sprich, also ich nehme den 3. September auf, wir sind Part bereits am 4. September. Das heißt, der Part kam direkt vor diesem Part, also, ja, wenn ihr bereits ein Part gesehen habt, keine Sorge, es wird in darauffolgenden Videos wieder besser. Keine Sorge. Mann, nee. Das war jetzt auch ein bisschen unangenehm. Ja, so mal zu Diablo 3 und sonst gerade aktuellem, weil ja meine sonstiges Game-Log, was er da irgendwie machen wollte. Videoreihe, sprich alle Woche oder alle 2 Wochen. Das sieht es noch ein bisschen hin, bis ich da mal ein gutes Konzept habe und das auch mal gut durchsetzen kann. Momentan kaum mit den normalen Parts hinterher. Ja, arbeiten gehen und dann noch so ein Hobby haben parallel ist ein bisschen kacke. Naja, ich habe es mir ausgesucht, von dem her. Was beschwere ich mich denn da? Tja, sonst haben wir sonst noch etwas Aktuelles, glaube ich nicht, wa? Weil wie gesagt, die großen Knaller, also im September sind ja 2 Spiele vor allem, die da kommen. Oktober sind es halt ein paar, wa? Wir nehmen noch überlegen, ob man da Assassin's Creed Unity und auch Bayonetta auch noch zocken soll. Ja, Bayonetta ist das Problem, aber schon erwähnt, wegen Teil 1 und Teil 2, oder? Teil 2 ist neu, also müsst ihr eigentlich das Let's Playen, weil das interessant ist. Andererseits kann ich Bayonetta 1 noch gar nicht, also müsst ihr das eigentlich noch zuerst Let's Playen. Und dann tun die ganzen anderen Tales of rein, wenn ich sowieso gerade richtig drin bin und richtig Fun macht und alles. Die ganzen anderen Titel, die ich alle auch schon angekündigt hatte, entweder mal richtige Dragon Ball Let's Plays, nachdem wir die Online-Sessions einmal, zweimal die Woche. Was waren sonst noch? Ja, Fire Emblem Awakening hat ja auch mal angekündigt, ist ja auch noch in der Warteschlange. So gerade parallel, also gerade privat die Heim noch Fire Emblem 1, also spielen für Fire Emblem 6 bei uns. Wie ist gerade im Original schon wieder? Sword of Seals? Nee, der Secret. Nein, Moment, der Secret Sword war ja Teil 8. Überleg gerade. Sword of Seals? Nee, war der Teil 7. Ey, Moment, falsch. Teil 6 ist ja das Fire Emblem, was nicht bei uns erschien, aber Fire Emblem 7 war das erste, was bei uns, also, das außerhalb Japans erschien, war, sag's mal so. Stimmt ja. Also wie gesagt, ich sag gerade, privat ja, privat halt gerade. Fire Emblem 7 noch durch, mal wieder ein bisschen reinzubringen, das Ganze. Da ist auf der Wii U-Konsole noch, Virtual-Konsole, was gerade ein bisschen Fun macht, und sowieso mal ein bisschen meine Guthaben aufbrauchen muss. Ja, da ein bisschen viel drauf mittlerweile und ja, irgendwie nie gebrauchen, deswegen. Alter, ist eigentlich. Schießt der immer auf mich oder was ist los? Ey, ist klar. Heute habe ich echt die Arschkarte gezogen.
Ist das scheiße. Jahrzehnte. Was soll denn da machen? Ich denke, die Arschkarte ziehe. Toll, Mann. Ja, also am liebsten noch ein bisschen weiter zocken eigentlich. Das Problem ist, ich muss ein paar Tage noch hochladen. Frühzeitig, momentan Upload zu müssen 3, dauert sowieso fast 3 Stunden. Aber wenn es Überlänge ist und Mario Kart 8 ist dann nicht gerade klein von der Dateimenge her. Natürlich Größe, hat auch immer so 1 bis 2 GB Bereich. Pro Part und deswegen, naja, war klar. Also das war jetzt echt kacke. So, Part ist vorbei. Liebst du doch jetzt den Fahrer wechseln? Aber geht ja nicht, das geht ja nicht, das geht ja nicht. Also zumindest während des Rennens war. Dann müssen wir da raus, müssen wir da reingehen, neues Team suchen, bla bla bla, ist mal alles so doof. Ich nehme jetzt mal eine Strecke, wo ich glaube ich gut drin bin. Dann zum Abschluss, mir egal, dauert es ein bisschen länger. Was ich noch erwähnen wollte, wenn wir schon dabei sind. Jemand, ich weiß gar nicht mehr wer, aber jemand hat mir am letzten Part noch hingeschrieben bezüglich der Karte, die man einblenden könnte während des Rennens. Dass er dazu auf Minus oder Select drücken muss. Ja. Weiß gar nicht mehr, ob derjenige gerade das beim fürs Gamepad erwähnt hat oder für den Pro-Controller. Also auf alle Fälle, für den Pro-Controller funktioniert es nicht. Ich habe es gerade nochmal versucht. Mehrmals, vor allem beim Testen noch. Es klappt noch nicht, sag's mal so, noch nicht. Weil, wie gesagt, ich habe da irgendwie was mal gelesen, wegen, dass es Nintendo dann später ein Update noch einplant, das Ganze zu machen, dass man da wirklich auf Minus-Taste während des Rennens ganz einblenden kann. Versuch's nochmal, mach alle Tasten, die ich da irgendwie habe auf dem Pro-Controller. Ich glaube echt nicht, dass es irgendwie klappen könnte. Also. Das waren mal die Schultertasten, die ich alle ausprobiert habe. Getroffen, doof. Wenn ich teste gleich einen Race, muss ich erstmal ein bisschen konzentrieren noch. Und irgendwie in dem einen Schwung machen, in der Kurve wäre es ein bisschen doof. Dankeschön. Ich habe eh die Arschkarte gezogen, wa? Okay, im Steuerkreuz geht auch nichts. Ne, das ist die Rückwärtstaste. Okay, was haben wir denn sonst noch? X geht auch nicht. Aber natürlich noch Plus, da geht es mir darum wegen der Steuerung, genau. Toll geht sowieso, bremst sowieso gerade. Und Minus Select geht auch nicht. Also das klappt jetzt auf dem Pro-Controller noch nicht. Das wird wirklich erst dann später ein Update, oh das war knapp, ein Date vor allem, Update eingebunden werden. So. Hätte das jetzt auch noch geklärt. Also jetzt klappt es mir nicht, vielleicht muss ich irgendwie noch ein System-Update nachfahren oder so etwas. Kann theoretisch auch sein, so jetzt mal weg hier. Also hier ist Turbopilz echt genial. Und so schnell werden wir wieder Vierter. Feuerball hinterher geschossen. In der Wüstenfeuerball, ist denn der doof. Was ich auch mal cool finde, dass neue Items bei Kart 8 einfach Eisblumen. Okay, wäre vielleicht ein bisschen fies, dass du plötzlich auf der Strecke einfrierst, aber why not? Das alternativste Feuerblume, also garantiert besser als die Münzen. Naja, mal gucken, wa? Moment! Ja, verdammt! Nein! Das war knapp, wohl dann zuerst den Stern aktivieren und dann die Bombe. Ja, wie gesagt, die Wunder 8, oder ja, ist dem angeschaut oder so etwas. Nein, Moment, die Wunder 7 war doch. War das 7 und. Nee. Hä? Versteh's nicht mehr. Jeweils gibt es ja für die magische 7. Nicht die Wunder 7 und die magische 7, die Wunder 8. Der Wunder 8 war. Aber wow, dritter, cool. Dann können wir sogar noch halbwegs zufriedenstellen. Moment schnell. Der schießt sich gleich ein paar Panzer. Ja, war klar. So, dritter. Ein Animas persönlicher Abschluss. Mann, oh Mann! Egal. Ja, wenn man sagen, vielen Dank fürs Zusehen hier bei Mario Kart 8 online wieder mal, wo wir ein bisschen abseits geschwaffelt haben. Muss nicht immer direkt in Mario Kart 8 gehen. Trotzdem noch ein bisschen was Neues versucht haben, mit Charakteren etc. etc. Und hoffentlich geht es dann nächste Woche
hier fröhlich und munter weiter. Ja, klatsch in die Hände, Michael, wie so ein Bekloppter. Das sieht irgendwie crazy aus, wie dem auch sei. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal hier bei Mario Kart 8. Und bitte nicht vergessen, fleißig kommentieren hier. Denn da kann ich endlich wieder mal auf meine eigenen Kommentare antworten. Was bei einigen Benutzern geht es nicht, weil die anscheinend bei Google Plus etwas eingeschrieben haben, das nicht geht. Aber egal, Hauptsache ich kann endlich wieder meine eigenen Videos antworten und vielleicht Kommentare und so. Endlich geht es jetzt endlich wieder. Tja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.